Herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary auf dem Channel Sever Production, genauer gesagt auf dem Channel von Hasbrot. Ebenfalls, weil ich dachte, das erste Commentary kann ich ja mal bei einem Kollegen, der schon etwas bekannter ist als ich, vorstellen. Ich habe jetzt gesagt das stimmt natürlich nicht, sondern Sever Production besteht aus zwei Mitgliedern, mir und meinem Kollegen Andri. Wir beide sind, naja, wie soll ich das sagen, wir spielen gerne sehr viele Videospiele, von Zelda bis hin zu Assassin's Creed und Battlefield und Call of Duty, was auch immer. Und wir hatten vor längerer Zeit eigentlich die Idee und noch nie umgesetzt, Commentaries von verschiedenen Spielen zu machen. Nun, jetzt habe ich mal den Anfang gestartet, indem ich ein kleines Commentary, das nicht allzu lang geht, auf Bad Company, also in dem Spiel Bad Company mache. Auf der Map ist Innocentis, Squad Up Deathmatch, natürlich auf dem PC gespielt. Also was heißt hier natürlich eigentlich auch nicht, weil mein Kollege, der Andrin, der spielt auf der Xbox und der kauft sich jetzt eine HD PVR und mit der kann er dann auch aufnehmen, sobald die halt hat. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier den Anfang und ich habe nichts groß vorbereitet. Ich will mich noch kurz vorstellen. Wie gesagt, ich bin der Fabiano und ich komme aus der Schweiz, wie der Hasbrot auch. Ja, den Namen können nicht viele so aussprechen, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video, sage ich mal vorab. Und schickt mir bitte unten in den Kommentaren, also schreibt das unten in den Kommentaren, was ihr denn so für Themen hören wollt, ob euch das Video gefallen hat und so weiter. Einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann könnt ihr gerne eine Nachricht schreiben oder sagen, ich soll doch ein Video machen, oder weil ich habe jetzt hier nur so nicht so lange Zeit, obwohl ich wahrscheinlich wieder sagen werde, dass ich zu viel Zeit habe, weil ich nicht weiß, was sagen. Live-Commentary ist natürlich nicht, das wurde mir auch abgeraten, zuerst ein Live-Commentary zu machen, sondern zuerst mal etwas leichteres, einfach nach dem Spielen zu kommentieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin selber gespannt, ob euch das gefällt oder ob mir das überhaupt gefällt. Das soll ja auch mir etwas sagen, also solltet ihr auch eigentlich gerne schauen. Also das ist meine Meinung. Ja, ich habe jetzt eigentlich das Allerwichtigste gesagt. Der Hasbrot und ich sind schon seit längerem Kumpels. Also ich kenne ihn schon nicht gerade seitdem er angefangen hat, aber ich bin schon einer seiner ersten Abonnenten, würde ich mal behaupten, denn er war noch ziemlich klein, also von der Anzahl Abonnenten her war sein Konto relativ klein noch und habe ihn da eigentlich schon gut gekannt. Und jetzt hat er mir hier netterweise ein bisschen Unterstützung geliefert, indem ich ihm das Video auf seinem Channel hochladen darf, was mich natürlich sehr freut. Dann noch ein Dankeschön, wenn du das Video auch selber anschaust. Das soll jetzt auch nicht irgendwie so Abonnentenklauerei sein oder ich weiß doch nicht was, sondern nur, dass das Video auch angeschaut wird, weil ja niemand sonst dazu kommt. Das ist meiner Meinung nach der Sinn der ganzen Sache, weil ich gerade mal 8 Abonnenten habe, glaube ich, bisher jetzt. Und die kenne ich eigentlich meistens alle, das sind Kollegen oder sonst wo ich schon mal gekannt habe. Ja. Sonst, ich spiele schon seit längerem Bad Company, nicht gerade seitdem es raus ist, aber schon ziemlich lange. Mein Rang ist jetzt 39, ihr könnt gerne eine Anfrage schicken, aber ich werde natürlich nicht jeden annehmen, also da muss schon ein Grund herkommen, per Privatnachricht oder sowas, dass ich es auch wirklich annehme. Sonst werde ich wahrscheinlich auch so Abonnenten-Specials veranstalten, also wie der Hasbrot da das Live-Abonnenten-Special mit Bad Company, als wir da, also das wissen jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber er hat da mal so ein Abo-Special gemacht, wo wir da alle im Teamspeak miteinander Bad Company gezockt haben. Das heißt nicht, dass ich sowas in der Art machen will, aber es sollte schon irgendwas in diese Richtung gehen, weil mir das sehr gefallen hat und ich war da auch natürlich auch dabei. Sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
Ich habe jetzt auch nicht was aufgeschrieben oder so, ich glaube, das werde ich auch nicht tun, außer es sind mehrere Themen, die ich ansprechen müsste oder will. Ja, ich kann ja sonst noch so ein paar andere Informationen geben. Also ich spiele nicht Call of Duty und mein Kollege eigentlich auch nicht, nur ich glaube MW1 hat er jetzt und sonst noch ein anderes, aber er ist auch mehr Battlefield als ich. Ich werde mir demnächst ein anderes Spiel noch kaufen, Assassin's Creed Revelations heißt das Ganze, das kennt ihr auch ganz bestimmt. Und die Frage ist jetzt, soll ich da nur Gameplays, Commentaries vom Online-Mode machen oder soll ich eine Let's Play-Reihe starten? Ich habe auch noch nie Let's Play, nur dass das auch mal klar ist. Ich weiß nicht, ob das euch gefallen würde, Let's Plays anzusehen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, probier mal, kann ich das gerne machen. Wenn euch das dann überhaupt nicht gefällt und ich das nicht gut mache, dann kann ich das Ganze auch abbrechen, das ist keine Frage. Und je nach Lust und Laune werde ich dann das vielleicht starten. Aber natürlich jetzt mehr auf Commentaries bezogen, was natürlich auch in unserem Kanal nicht fehlen wird, sind Montages, also wie man das genau im Englischen sagt, weiß ich auch nicht gerade, aber Montagen von verschiedenen Games, vielleicht auch Battlefield Montage, also vielleicht auch Assassin's Creed meine ich natürlich, oder vielleicht auch Minecraft, ein ganz anderes Spiel. Spontan werde ich da Montagen machen und mein Kumpel, wenn uns das dann auch gefallen wird oder wenn wir Lust und Laune haben. Ja, ich hoffe, man merkt nicht, dass ich Schweizer bin. Ich rede extra natürlich etwas Hochdeutscheres, als ich das in der Schule reden würde. Da würde ich etwas anderes reden. Ja, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht oder sonst was. Ja, jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Da muss ich jetzt schwer überlegen. Wir können ja mal auf das Spiel hier zurückgehen. Also die Waffe ist 991 mit der M111. Am Anfang des Commentaries, habt ihr vielleicht gesehen, hatte ich einen kleinen Frame-Lag. Das liegt am Fraps und natürlich auch, dass wieder mal irgendein Hintergrundprogramm auf einmal ausgeführt wurde. Das kann dann manchmal passieren, aber das sollte euch wahrscheinlich nicht so sehr stören. Dann noch den Carl Gustav als dritte Waffe mit, was hatte ich da? Ich glaube erweiterte Munition. Ich glaube, ich habe das richtig gesagt. Ja, damit die 991 natürlich genügend Schüsse hat, weil die hat ja nur 20 und dann habe ich das Max 10 erweitert. Und dann als letztes Upgrade noch Elektro, das ist da das Upgrade für den Tank oder für die Fahrzeuge, ich weiß nicht, ob das für alle ist, dass man die Personen, die in der Nähe sind, aufspüren kann, also die leuchten dann auf der Karte rot. Ja, ich glaube, das war eigentlich so das Wichtigste zu diesem Computer. Ihr seht schon, es ist für mich etwas anstrengend, Deutsch zu reden, wie das auch bei Hasbro so ist, weil wir das ja eigentlich nicht reden in der normalen Sprache. Squad Up Deathmatch habe ich glaube schon gesagt. Ja, ich habe jetzt keine Lust hier zu sagen, ja, ich laufe jetzt in das Haus rein, jo, jetzt habe ich aus dem Fenster geschaut, jetzt laufe ich wieder zurück, der steht mir im Weg, weil das ist ja schon etwas unspannend und unspektakulär, boah, weil das euch ja eigentlich wenig interessiert. Ihr seht ja das Ganze. Das Gameplay geht jetzt zwar noch eine Weile, es geht bis knapp 12 Minuten oder so. Ja, knapp 12 Minuten und ich weiß nicht was sagen. Wie gesagt, mein Kollege wird sich demnächst ein HDPVL kaufen, was ich super finde, weil das ist ja so ein super Ding. Mit dem kann er dann auch tipptopp aufnehmen. Hier hat man gerade gesehen, das ist einer von vielen Bugs, die Battlefield Bad Company hat. Es gibt da noch den ganz bekannten Knife-Bug, den ich dann vielleicht auch mal zeigen werde oder erwähnen werde in einem Commentary, den wird es oftmals auch sicher geben. Ich glaube, in diesem Commentary hatte ich ihn nicht oder ich habe es nicht festgestellt. Jedenfalls hat man gesehen, der Typ da, den habe ich genau ins Gesicht geschossen und der hat immer nur Blut gespritzt die ganze Zeit. Das ist übrigens einer von 3 Deaths, die ich erlitten habe. Das ist der erste gewesen. Jetzt kommt dann gleich der zweite komische. Der.
Keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber der stand wahrscheinlich unter mir und hat in die Luft mal gemessert und hat mich erwischt. Naja, so viel zum Thema Lack. Das ist wie gesagt einer von den Devs. Das ist jetzt der zweite gewesen und jetzt kommt dann, glaube ich, gleich noch der dritte komische Dev. Wenn ich mir richtig... Ja, genau das. Woher kam denn der Schuss? Aber egal. Das sind so die Dinge, die sind für mich, ja, etwas komisch, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Das Gameplay an für sich ist aber sehr gut rausgekommen. Das KD war ziemlich gut für mich. Ja, keine Ahnung, was man da noch sagen kann. Mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Aufgenommen, genau, die Fragen, die allgemeinen Fragen zum Aufnehmen und so. Also, jetzt nur für die Stimme aufzunehmen, das ist ja jetzt im Nachhinein, nicht im Video, habe ich einen ganz normalen Audiorekorder von Windows genommen. Nichts Spezielles. Dann zum Aufnehmen der Videos habe ich Fraps. Das Ding funktioniert eigentlich ganz gut, also das Programm. Und jetzt sieht man, ist die Runde auch gleich schon fertig. Also wie gesagt, mit Fraps habe ich aufgenommen. Und dann mit Sony Vegas Pro 11 habe ich das Ganze dann gerendert und geschnitten und so weiter. Ja, das war's von meinem Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.